Hallo, heute möchte ich zeigen, wie ich die Blätter von unserem Barrenweilchen bewurzele. Und einmal mache ich das im Substrat und einmal in einer Torftablette. Hier habe ich schon mein Substrat vorbereitet. Und zwar, das ist richtig feucht, aber nicht nass. Sie sehen, das ist locker. Klebt nicht, aber ausreichend Wasser. Das ist Anzuchterde, Perlite. Perlite sind so kleine Steinchen, sehr, sehr leicht, stark porös. Vermiculite, goldenfarbiges Granulat, sieht aus wie kleine, ganz viele kleine Membranen aneinander hängend. In den Zwischenräumen von diesen Membranen kann sich Luft und Feuchtigkeit gut speichern. Und das andere ist Sphagnomoos, sehr, sehr weiches Naturmaterial. Diese drei Komponenten dienen uns, um den Boden richtig zu lockern, nähren, pH-Wert ausgleichen. Dazu erzähle ich aber später, welche Eigenschaften dieses jede einzelne hat. Mache ich einen extra Beitrag zu. Also, gut. Hier habe ich ein 5 cm Töpfchen vorbereitet und eine Pflanze von der Sorte Rhein-Main. Wir sehen, hier fehlen schon einige Blätter, sind zum Verkauf abgeschnitten worden. So, wenn wir schauen, entscheiden wir uns, welches Blatt wir dafür nehmen. Theoretisch geht jedes Blatt, ein junges, kleineres Blatt, wurzelt sich auch schnell, wächst aber erstmal auf die normale Größe, braucht 2-3 Wochen, bis er so groß wird wie dieses. Erst dann kriegt Nachwuchs und die unteren Blätter sind älter, die bewurzeln sich meiner Meinung nach schneller und bekommen auch schneller Nachwuchs, weil sie sozusagen weniger Zeit haben. Für mich, wenn ich die Blätter für bewurzele, nehme ich irgendwelche beschädigte, weil die sind genauso gut, aber diese kann ich nicht verkaufen. Ich gucke jetzt irgendein Blatt, das nicht so schön aussieht, aber immer noch gut genug für Bewurzelung ist. Also da habe ich jetzt Glück. Das ist so ziemlich aus der zweiten Reihe, ich habe aber ein weißes Fleck. Die Blätter schneide ich nicht ab, sondern ich breche sie sozusagen durch seitliches Rücken. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. So, da ist ein kleines Fleck. Wenn ich so ein Blatt verkaufe, kriege ich Reklamationen, aber mir geht es. Also mir passt das gut. So. Dieses Blatt schneide ich gleich relativ kurz. Erstens, ich möchte, dass das Ende von dem Blatt verschwindet. Das Ende ist an dem Substrat beim Wachsen. Und in diesem Bereich, wo sich Substrat ansammelt, können sich Bakterien, Krankheiten und Schädlinge ansammeln, verstecken, und das schadet uns bei der Bewurzelung. Das ist der erste Grund, warum ich das abschneide. Und der zweite Grund ist, weil wenn ich die Stiele lang lasse, dann beim Bewurzeln wird das Blatt weich und kann umfallen, und das ist umständlich. Ich zeige jetzt gerade ein Beispiel, sehen Sie, das ist die Sorte, die Unbekannte, steht bei mir unter Nummer 5, und das war einfach unpraktisch. Das Blatt wird lang still und das Töpfchen kippt ständig um. Hier habe ich auch relativ lang Stängel, aber steht besser. So, deshalb mache ich jetzt richtig kurz, schneide sehr schräg. In letzter Zeit habe ich den Eindruck gewonnen, je schräger das Blatt geschnitten wurde, desto mehr Blattform für die Jungpflanzen sich
bilden kann. Und dann werden auch mehrere Jungpflanzen produziert. So, ich mache mal jetzt so einen Schnitt. Richtig schräg. Ja. Ja, so. Tue mir etwas Substrat rein in das Töpfchen. Also jetzt gleich noch dazu. Ich arbeite nie in einem Behälter mit dem Substrat, sondern ich nehme den Substrat und arbeite auf dem Zeitungspapier. Ich nutze sehr oft Zeitungspapier, weil dann ist es schneller mit Aufräumen, und wenn ich mit unterschiedlichen Pflanzen arbeite, tausche ich das Papier, damit keine Krankheiten sich verbreiten können. Wenn das bei einer Pflanze ist, dann soll es auch dort bleiben. Also, mein Substrat ist jetzt sehr, sehr locker. Ich stecke mein Blatt einfach da rein. Da geht auch leicht rein. Steht, sehen Sie, ohne zu drücken. Ich drücke trotzdem jetzt nochmal fester, damit das Blatt richtig drin steht. Wie gesagt, Substrat ist feucht, nicht nass. Dieses gieße ich auch nicht mehr, weil wenn ich nochmal gieße, dann fast zu 90% würde das Blatt nicht überleben, würde faulen. Und man merkt oft zu spät, dass das Blatt an dem Ende gefault hat, und dann verliert man die Sorte ganz einfach. So. Dann habe ich solche transparent und Druckverschluss-Tütchen, stecke ich das Blatt mit dem Töpfchen da rein. Ja, will nicht. So. Und mache richtig zu. Ja? Da der Substrat nicht nass ist, wird sich nicht so viel Feuchtigkeit kondensieren. Deshalb, wenn Sie merken, dass die Tüte zu stark beschlagen ist, könnten wir die lüften, aber im Normalfall bei der Feuchte des Substrates ist es selten, dass die Tüte beschlagen wird. Nur wenn es zu warm wird oder die Sonne drauf strahlt. Aber das Blatt soll sowieso ja beim hellem Licht stehen, aber keine direkte Sonne. So, dieses beschrifte ich jetzt auch. Jetzt habe ich auch nichts dabei. Also, bei dem Tütchen, normalerweise nehme ich ein Kreppband. Ich habe sogar Kugelschreiber vorbereitet, aber jetzt kein Kreppband mitgenommen. Ja, aber wie gesagt, ich schreibe den Namen der Sorte, reiße mir ein Stück ab, klebe auf das Tütchen und mit dem Rest des Bandes klebe an die Wand oder an den Schrank oder noch an irgendwelche Gegenstände, wo die Tüte dann hängen bleibt. Man kann sich diese, ja, oder einfach hinstellen. Aber ich hänge meistens diese an einer Wand, und dann habe ich so gestapelte ja, Kunstwerke. So, das nächste. Mit der Torftablette. Hier habe ich eine schon mit dem heißen Wasser aufquellen lassen. Heißes Wasser, damit die Schädlinge oder Pilze in der Tablette absterben. So, diese Torftablette hat jetzt sehr, sehr viel Wasser in sich reingenommen. Sie sehen, es tropft, wenn ich drücke. Deshalb, bevor ich diese zum Benutzen nehme, stelle ich diese auf ganz viel Küchenrolle oder Zeitungspapier. So. Das überschüssige Wasser wird jetzt ganz schnell abgesaugt. Dafür nehme ich ein Blatt von einer Sorte, und zwar beziehungsweise keine Sorte. Das ist eine Jungpflanze von der Sorte Michail Lermontov, aber das ist eine Abwandlung. Trotzdem fand ich die jetzt so schön. Ich möchte jetzt näher zeigen. Ja, deshalb ist zwar keine Sorte, aber diese möchte ich trotzdem für mich weiter vermehren. Ich habe jetzt auch mein Maßband mitgenommen, um zu messen, wie viel Zentimeter die Blüte jetzt ist. Und sie ist jetzt bei genau 6 cm. Ich zeige jetzt nochmal. Jetzt ist die Blüte ist nicht blau, sondern violett eher oder lila.
es scheint nur so, die Kamera gibt einfach falsche Farben drüber. So, hier nehme ich irgendein Blatt, ich nehme ein größeres, auch so leicht beschädigtes, so, einfach durch den Ruck und schneide wieder schräg ab. Die Serviette ist schon voll nass, hat das überschüssige Wasser, noch nicht ganz, aber schon abgesaugt, aber ich würde noch länger warten, jetzt haben wir aber keine Zeit, weil das Video darf nicht länger als 15 Minuten sein. Das Blatt stecke ich jetzt rein und ohne drücken, ohne gar nichts in die Tüte. Wieder fest verschließen, beschriften und fertig. Man kann es auch mit Edding machen. Ich mache mit Krepppapier, weil ich, wie gesagt, ich hänge diese auf die Wand oder Schrank oder mein Regal auf. Bei der Torftablette Vorteil, man kann schneller sehen, wie weit die Wurzeln sich entwickeln. Sogar sieht man auch, wie die Jungpflanzen hier unten bilden. Aber der Nachteil finde ich, dass bei Torftablette ist die ist nicht locker, also der Substrat da drin ist nicht locker, weil da sind keine Zugaben von Perlite, Vermiculite oder Sphagnum-Moos. Aber wie gesagt, ich mache das nicht so gerne, habe früher gemacht, aber heute mache ich das lieber mit Töpfchen und ja, geht einfach für mich schneller. Die Torftablette muss erst mal aufquellen, dann das Wasser, überschüssige Wasser absaugen. Das mache ich nicht mehr. So, das haben wir gemacht. Jetzt weiß ich nicht, wie lange wir das jetzt machen, aber ich möchte noch mal ganz schnell was zeigen. Und zwar, hier habe ich von der Sorte Magie der Liebe kleine Blattabschnitte bewurzelt. Und das möchte ich auch jetzt noch ganz schnell zeigen. Und zwar, da habe ich es so gemacht, aus der Mitte so ein Stück rausgeschnitten und so in einer Tüte, aber in Sphagnum-Moos gewurzelt. Das waren 2, und zwar habe ich einmal so und einmal so und nebeneinander bewurzelt. Das mache ich jetzt auch auf, um zu zeigen, wie das aussieht. So. Das ist das Stückchen aus der Mitte und das ist das Stückchen des unteren. Und Sie sehen, so, da ist eine Jungpflanze dran. Also, das geht auch aus einem Blatt 2 machen. Ja, hier ein ganzes Blatt ist auch beschädigt, man sieht, da sind so Brüche, aber treibt auch ganz schön. So, gut. Jetzt das mit der Tablette zum Verkauf bereite ich solche Torftabletten vor. Ich mache sie einfach platt, stecke den Blatt in die Tüte, fest zuschließen und dann sieht man es, da sind Wurzeln zu sehen und die Jungpflanzen. Also das geht mit der Torftablette und in geschlossener Tüte. Die Tüte habe ich erst dann aufgemacht, als sich die Blätter gezeigt haben. Also die war bestimmt über einen Monat ganz verschlossen, ohne zu lüften, ohne nachzugießen. Ja, so, hier nochmal ganz schnell die Miniatur mit den kleinen Pflanzen. Die weiße Magie, die Sorte, auch sehr schöne. Neon Fantasy. Nur ein Pflänzchen, aber manche Sorten geben ganz viele Pflanzen, manche ganz wenige. So, und hier nochmal möchte ich mal schon zeigen, das ist die Sorte, die blühende Pfingstrose. Und da habe ich ganz viele Blätter einfach reingesteckt. Ohne Tüte, ohne Mini-Gewächshaus, ohne Treibhausklima. Mir sind die Blätter abgebrochen, einfach reingesteckt. Sie sehen, die haben sich... Da habe ich nichts nachgeschnitten, nichts wie abgebrochen reingesteckt. Die haben sich bewurzelt und sogar Jungpflanzen gebildet. So, ich denke,
Ich bin fertig zu dem Thema, aber ich würde mich freuen, wenn Sie noch Fragen stellen oder sonstiges. Vielen Dank und auf Wiedersehen.